Guten Morgen allerseits. So wie ihr seht, ist es noch ziemlich dunkel, aber wir haben gedacht, wir probieren mal unser Glück und gehen heute Morgen auf eine kleine Insta-Mission. Vielleicht sieht man, es wird schon heller hier. Im Moment sieht es noch nicht so gut aus. Man sieht so über 10 Meter weit gefühlt. Und ja, es sieht dann auch nicht wirklich aus, als ob es jetzt gerade sofort aufziehen. Das Positive ist, dass wir genug warm eingepackt sind. Das ist für uns auch ein bisschen ein Test gerade. Wir gehen ja nächste Woche auf Norwegen. Also das heisst, wenn das Video online geht, sind wir wahrscheinlich schon dort. Man denkt, es macht wahrscheinlich Sinn, bevor wir gehen, nochmal alles in unsere Ausrüstung, unsere Kleidung, unser Equipment, mal einen richtigen Kältetest zu unterziehen. Und ich glaube, für da haben wir jetzt die perfekten Bedingungen in diesem Nebel. Ja, falls ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, würde ich sagen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, uns zu abonnieren dort, weil wir machen eigentlich die ganze Woche eine Story von Norwegen. Nicht nur auf unserem Kanal, sondern wir führen auch den Kanal von Kon-Tiki-Reisen. Dort tun wir auch eigentlich die ganze Woche ein bisschen erzählen, wie so unsere ersten Skandinavien-Ferien laufen. Ich freue mich mega. Ich hoffe, wir sehen Nordlichter. Und ja, ich hoffe, dass dann sich in Norwegen dafür die Sonne ein bisschen zeigt. Da sind wir halt am Jura. Da muss man auch mal ein bisschen Glück haben mit dem Ganzen. Also ich glaube, wir haben doch Glück. Schon langsam senkt sich der Nebel ein bisschen und wir sehen hier aber schon ein bisschen blauen Himmel schauen. Es könnte eine ziemlich geile Lichtstimmung geben. Vielleicht sieht man, es wird schon heller hier oben. Bald sind wir über den Nebel. Herrlich, wie es jetzt aufgezogen hat. Aber die schönste Aussicht, die kommt erst noch. Und jetzt noch hier auf Geissfluh rauf. Das ist der höchste Punkt vom Aargau. Und ich glaube, wir haben Glück und sehen schön über das Nebelmeer. Jetzt haben wir es gerade geschafft. Boah. Ja. Sagen euch, bombastisch. Ich glaube, wir haben den richtigen Platz gefunden. He? Oh ja. So, ich sage auch mal noch etwas in diesem Vlog. Der Flo tut jetzt nach Drohne fliegen. Und
Ich tue hier meinen Tee geniessen, Pfefferminztee. Willst du nachher eigentlich auch noch? Oh, die Kamera ist schwer. Also, was sagst du? Drone up? Oder was sagst du? Jetzt kommt eine Drohnen-Edit. E3, 2, 1. It's drone time. Ah ja. It's drone time. Oh nein. Sag's. It's drone time. So, da wär's gewesen. Wir sind wieder unter dem Nebel. Das ist krass, man merkt es mega. Es sind gefühlt etwa 10 Grad Unterschied. Bei Meli, ihre Haare sind sogar fast ein bisschen eingefroren. Aber es hat Spass gemacht, es war mega schön, die Morgenstimmung. Nur ein kleines Problem leider hatte ich mit der Drohne. Vielleicht habt ihr es gesehen, es hat so ein mega, weiß auch nicht, so ein Gewackeln, ein Jittering drin vom Gimbal. Aber ja, genau wegen dem sind wir eigentlich auch hierher gekommen, um das Ganze, also unsere ganze Ausrüstung nochmal auf, sagt man, Herz und Nieren zu prüfen und zu testen, dass wir da ready sind für Norwegen. Oh, danke. Ja, sehr gerne. Nein, warte, hier doch. Ich weiss zwar nicht, wie lange es noch ist, gell? Okay, ist gut. Ah ja, sehr. Danke vielmals. Ja, danke vielmals. Okay. Ja, jetzt hätten wir noch eine Parkkarte bekommen. Jetzt können wir noch ein bisschen bleiben. Jetzt können wir wieder rauf. Wir müssen eigentlich zurückkommen, weil unser Ticket langsam abgelaufen ist und weil wir keine Bussen bekommen. Wir denken, wir sind irgendwie nur 2-3 Stunden da oben, aber es war jetzt so schön, dass wir irgendwie doch ein bisschen hängen geblieben. Wenn ihr jetzt auch ein bisschen Lust bekommen habt auf den Schnee, dann unbedingt vorbeischauen auf Instagram nächste Woche. Dann nehmen wir euch ein bisschen mit. Auf unseren Norwegen-Trip. Genau. Und es folgen dann natürlich auch noch ein paar Vlogs, aber die kommen dann erst im Anschluss. Genau. So in 2-3 Wochen. Genau, also es wird das wahrscheinlich nach dem Video etwa 2 Wochen Pause geben, bis wir alles aufschaffen können, weil in Norwegen wollen wir vor allem ein bisschen Norwegen entdecken und nicht Videos schneiden. Ja. Ja, aber wäre cool, wenn ihr vorbeischauen würdet und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, Bis dann. vergesst nicht Geht raus. und schreibt eure eigene Geschichte. Tschüss zusammen! Tschüss. Nur die schöne Seite. Ja, ist gut, kannst du schnell einen Schluck Tee nehmen? Konti!